Es ist Donnerstag, der 16. April. Ich begrüße euch herzlich mit dem Losungswort von heute, Jesaja 5,21. Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Und im Lehrtext 1. Korinther 2,12. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Die Dummheit menschlicher Weisheit, so könnte ich die beiden Texte überschreiben. Ich kann mich besinnen, an meine frühesten Jahre im Pfarramt bin ich eingeladen zu einem betagten Mann, der schwer krebskrank war, kurz vor dem Tod. Er wollte noch mit einem Pfarrer reden. Ich treffe ihn an in einer Sammlung von Apparaten und er war immer noch am Schnübeln und hat gesagt, es fehlt mir nicht mehr viel und dann habe ich das Perpetuum mobile hergestellt. Für die, die es nicht wissen, das ist die Vorstellung von einem Apparat, der immer aus sich selber läuft, ohne dass man ihm Energie zuführen muss. Das ist ein Versuch aus dem Mittelalter, ein grosses Thema. Aus diesem Grund hat es eben auch den latinischen Namen Perpetuum mobile, immer oder beständig in Bewegung, ohne dass man von außen einen Impuls geben muss. Ich habe ihn dann probiert, von dem ein bisschen wegzulenken zu wichtigeren Fragen. Er ist immerhin kurz vor dem Tod gestanden, ist dann auch gleich gestorben. Seine Tochter hat mir nachher das sehr verübelt und mir Vorwürfe gemacht. Jetzt habe ich doch dem alten Mann kurz vor dem Tod noch seine Kindheitsträume vermiesen. Aber schon gescheiter als er sind in dieser Idee vom Perpetuum mobile bleiben hängen. So zum Beispiel die Wissenschaftler, die den Millerschen Versuch aufgebaut haben, den ich im Gimmer nachher in meinem letzten Jahr als Abschlussarbeit nachbauen, nämlich die Uratmosphäre herstellen und schauen, wie unter damaligen Bedingungen Bausteine vom Leben sind entstanden. Das war eine aufwendige Sache. Es war bei einem Labor. Wir mussten die Urelemente in ein geschlossenes System hinein, in ein grosses, rundes Glas, unten nachher das Wasser, das kochen musste, oben nachher im Dampf die Blitze mit 40'000 Volt, die dann dazu führen, dass eben höhere Moleküle entstehen aus diesen Urelementen. Ich habe es zwar nicht ganz zu den Aminosäuren gebracht, wo man sagt, das sind Bausteine vom Leben, aber immerhin bis zur Blausäure bin ich gekommen und nachher hat es mir die ganze Anlage vertätscht. Das war dann noch eine andere Thematik, aber das gehört alles ein bisschen zum Gimmer. Ich musste dort übernachten, mehrere Nächte immer neben dem blauen Blitz und habe gewusst, so hat die Wissenschaft ihr Weltbild aufgebaut. Ich habe es selber zwar nicht geglaubt, aber es hat mich interessant gedacht, das mal nachzuempfinden. Die Wissenschaft hat sich natürlich selber widersprochen, weil das Gesetz von der Entropie, das heisst, der zweite thermodynamische Hauptsatz, der sagt, dass alles immer, wenn man nicht von außen Energie dazu bringt, der energieärmste Zustand einnimmt. Genau das Gesetz würde ja machen, dass wir in der Blausäure oder auch von anderen hergestellten Aminosäuren am nächsten Tag oder in der nächsten Woche wieder in ihre Elemente zerfallen. Es würde alles wieder zerfallen. Ohne Zufuhr hat man den energieärmsten Zustand über kurz oder lang. Ohne dass jemand von außen eingreift in das geschlossene System, wird sich ja auch kein Leben entwickeln. Das gilt sowohl von einem kleineren Biotop wie mein Aquarium, das dazwischen sieht als Hintergrund, als auch für das ganze Weltall. Es müsste also eine Zufuhr von außen kommen, sonst ist früher oder später der Tod, der eintritt. Da müssen wir ja zugeben, dass Gott existiert. Wir müssen zugeben, dass man seine Geschenke braucht. Aber das ist genau das, was sich viele dagegen wehren. Das ist genau der Gedanke, der ihm so wehtut. Und darum hat man ja ein Denken, das eine Strategie ist. Und was für eine Strategie? Es ist eine Fluchtstrategie. Dem will man entkommen. Dem Schicksal, dass es einen Gott gibt, will man um jeden Preis, wenn es irgendwie geht, entkommen und das vermeiden, dass man einen Gott braucht. Das ist eine Escape-Strategie. Also wir wollen dem entfliehen, entkommen. Sonst müssten wir ja unsere Sünden bekennen und unsere Erbärmlichkeit eingestehen.
Lieber ist man ein Perpetuum mobile oder ein Teil von einem Perpetuum mobile, von einer Welt, die aus sich selber immer läuft. Und das ist dann die menschliche Weisheit, an Gott vorbei navigieren. Mit gescheiten Argumenten, mit cleveren Experimenten. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Aber es gibt so Leute. Es gibt so Leute, die gerne erbärmlich sind. Zum Beispiel der Paulus. Seit er ab dem Ross runtergefallen ist, liebend gerne erbärmlich gewesen, also ein Mensch, der Erbarmen überkommt. Genau das, was menschliche Weisheit, menschliches Denken probiert zu vermeiden, das ist von ein paar wenigen vielleicht, oder vielleicht auch vielen, ein wünschenswerter Zustand. Zu dieser Kategorie der Erbärmlichen, die das schlussendlich genossen haben, das zu sein, gehört auch kein anderer als der berühmte Derek Prince. Er war schon mit 25 berühmt, nämlich der jüngste Professor von Cambridge, mit 25 also schon Philosophieprofessor. Eigentlich hätte er gerne seine Karriere weiter ausbauen, seine akademische Karriere, nämlich die Frage vom Sinn des Lebens hat ihn ja eigentlich in die Philosophie hineingetrieben. Nicht nur, dass er schon mit 12 latinische und griechische Gedichte sowohl lesen wie auch selber dichten, sondern eben, was ist eigentlich hinter allem. Aber der Zweite Weltkrieg hat dem Unterfangen ein einstweiliges Ende gesetzt. Er war in diesen Baracken, zwar waffenlos, aber eben in diesem ganzen System innen. Und da hat er sich als erstes Mal eine Bibel gekauft und denkt, jetzt schaue ich mal, trotz allem, obwohl ich von diesem Buch nicht viel halte und das nicht verstehe, was da drinnen steht, und er hat es bis zum Schluss nicht verstanden, bis eben zu dem Tag, wo wir drauf kommen. Und er hat gesagt, ja, ist es jetzt Poesie, ist es ein religiöser Text, ist es Weltliteratur, ist es Historie, oder ist es vielleicht sogar eben eine Inspiration? Er hat es nicht auf eine Reihe gebracht. Es hat ihn dann ein Kamerad eingeladen zu einem Gottesdienst. Dort hat der Taxifahrer predigt. Es war ein charismatischer Gottesdienst, es war auch ein charismatischer Prediger. Der Taxifahrer redet jetzt also zum Philosophieprofessor. Der Prinz hat eigentlich angenommen, das wäre eine belustigende Runde für ihn. Geht das jetzt einfach mal dem Kollegen zu lieb hören und schauen. Und es war zwischen ihnen auch wirklich sehr lustig, weil wo der Taxifahrer den Unterschied von David und Saul hat dargestellt und auf ein Taburettchen gestanden ist, für den mächtigen Saul ein bisschen zu repräsentieren, hat das Taburettchen lagarisch am Boden gefallen. Und es war in der Tat eine heitere Nummer, aber dann hat er auch wieder einen Text gebraucht, wie Jesaja 6, was heisst, ich bin von unreinen Lippen, aus einem Volk mit unreinen Lippen. Und der Prinz, der ja immer den Sinn des Lebens gesucht hat im Innersten und wusste, es stimmt bei mir etwas nicht, hat eine Art Sündenerkenntnis gehabt und es hat ihm jetzt ins Herz getroffen. Und darum, am Schluss der Aufruf ist gekommen, für eine Lebensübergabe und für ein Gebet nachzusprechen, was er eigentlich nie hätte wollen und was er nicht hätte wollen, hat er gleich die Hand aufgehauen und hat es gemacht. Er hat sich selber überrascht. Es waren dann noch ein paar Ereignisse in den folgenden Tagen. Alles hat dazu geführt, dass das ein neuer Mann ist geworden mit einer neuen Art von Weisheit. Nicht einfach mehr die Philosophie. Wenn man den Dienst von Derek Prince wegdenken aus unserer kirchlichen, freikirchlichen Landschaft, muss ich sagen, es würde uns sehr, sehr viel fehlen. Wenn er auf dem alten Thron wäre geblieben. In dieser Menschenweisheit, die man sich für klug hält. Und immer noch in dieser Escape-Strategie ist. Also, wie kann man Gott eigentlich entfliehen? Wäre all das nicht möglich gewesen, wo Zehntausende zum Dienst geworden ist. Nämlich ein Mann, der gewusst hat, was sind denn eigentlich die Geschenke von Gott? Es ist Gnade über den Erbärmlichen. Es ist die Kraft, die man bekommt, für sich freizusetzen oder freizusetzen von allen Arten von Bindungen, von Krankheiten, von Flüchen und. Also sein Dienst ist weltweit geworden und es war immer das Geschenk von Gott. Das war seine ganze Weisheit. Gott macht alles. Er bewirkt das alles. All das Gute, was wir haben, das ist unsere Weisheit. Dass wir von ihm abhängig werden. Dass wir sein Erbarmen empfangen können. Hat er diese Weisheit in den Wind geschlagen? An diesem Tag dann mit dem Taxifahrer. Ich glaube, es wäre der Gipfel von der Dummheit gewesen.
Ich wünsche euch einen schönen Tag.